Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Sag Baldur's mir, was Gate zu tun 2 ist. Schatten von Am auf Pelzig. Ist schon geschehen. Und jetzt gehen wir erstmal hier hoch ins nächste Gebiet, nachdem wir jetzt die Abwasserkanäle durchhängen. Also, Ein kurzes Stoßgebiet zu Umberley ist wohl alles, was mich davor bewahrt, zu Fischfutter zu werden, wenn ich da rausfahre. ei, Kapitän Hagan. Ja, wie könnt ihr es wagen? Wir haben in der Stadt gute Geschäfte gemacht, bevor ihr mit meinem Partner Letinan aus der Kupferkrone erledigt habt. Warum wollt ihr mich ruinieren? Gründe sind der Tote egal. Wir werden uns drum kümmern, ne? Auf so Kumpels. Bah. Nicht nur ich den Frauen und Kinder wie Vieh behandle. Was halten da von einer Axt hübsch auf eurem Schädel platziert? Nicht auf eurem. Auf ihrem Schädel platziert, Abdel Adrian. Ja, das ist schon mal was Besonderes, wenn sogar Korkan das nicht machen tät. Dummes Zeichen vom Wege nicht blockiert. Hier kann man so einen einfachen Säckeltrick machen, indem man hier runterflieht. Jalkales, Frauen und Kinder wenn weg. das euer Wunsch ist. Und die machen wir auf Fernkampf. Und dann geht's drauf auf der Kapitän Hagan. Oh, da ist noch ein Priester der Sirik mit dabei. Das ist der wahnsinnige Gott, der dann Baal abgelöst hat, mitunter als Fürst des Mordes. So. So kommt wenigstens nicht der ganze Schampel hinterher. Und dann habe ich anscheinend vergift, wie es aussieht. Das heißt, ich kann seit Zauber auch schä unterbrechen oder mit. Brrr, macht er einfach. Oh, jetzt ist aber gleich echt heftig. Boah, die gehen alle auf meinen armen Abdel Adrian drauf. Das heißt, wir sollten nur ein bisschen lieber gehen. Alle auf den Kapitän Hagan. Den habe ich auch vergift erfolgreich. Nochmal eine Tränke. Boah, Alter, die kommen ja alle hinterher, das Moll. Oh, fuck. Das sieht ziemlich böse aus gerade. So, auf der Captain erstmal. Korkan, ich kann gerade dein Berserker-Rausch der Raserei gut gebrauchen. Ja, wenn der Wutaufall überwunden ist, erleidet der Charakter 50 Schadenspunkte. Dafür ist er jetzt aber ziemlich gut dabei, was der Rettungswürfel, sein Trefferwürfel und so weiter angeht. Und jetzt können wir Mir, was zu tun ist. Spaß haben. So, da lang. Nochmal. Warte. Ein Tänzchen gefällig? So, da hat noch gekriegt, dass er Unterstützung benötigt. Aber die kriegt er nicht. Ich vergift meine Klinge jetzt noch einmal, weil das hier so ein Gewalthaufe ist. Und wischt was drauf geschissen. Er kriegt wieder seine Axt in die Hand. Das bringt jetzt nichts. Weil mit der Axt ist er geskillt ohne Ende. Mit dem Zweihänder leider nicht. So, du gehst auf den. Vikone, du schnappst statt den da. So. Die kriegen wir schon noch. Puh, aber das waren wesentlich mehr, als ich erwartet habe, um ehrlich zu sein. Oh, da hat noch keinen einzigen Schadenspunkt gemacht bei dem Knetkopf. Korkan, hilf mal. Genau, wollen wir mal die Eingeweide angucken von dem Kerler. So. Okay. Das war jetzt hier nochmal. Der Wutaufall ist vorbei. Der Charakter verliert seit zusätzliche 15 TP. Wenn er zuvor weniger als 15 TP kalt gehabt hat, wird es ins Leben kosten. Vorteile und Nachteile von so einer Berserker-Wut halt. So, jetzt haben wir aber dort für interessante Sachen, die wir dem guten Mann hier abluchsen können. Zum Beispiel das schicke Teil hier. Beschlagener Lederwams plus 2, Rüstungsklasse 5. Ist besser als das Ding hier. Ist magisch. Ah, Mist, müssen wir seinen Schutzring wahrscheinlich wegnehmen. Dafür hat er immer noch Endtrefferwürfel gewonnen. So, den können wir eigentlich fortschmeißen. Korkan kann dann zu so einem magischen Ring noch wechseln. Der Trank der Frostriesenstärke, der erhöht für 10 Runde lang die Stärke auf 21. Anne gerade so schlecht kannst du wie Konya. Das Zeug behalten wir. Das können wir jetzt auf jeden Fall hier reinstecken. Das war's vorerst dann hier von der gute Gegenstände. Und die anderen halt jede Menge Schampel dabei. Ich kümmere mich drum. Flattern wir mal ein bisschen die Leiche. Die Dinger sind auch sehr praktisch und können sehr teuer verkauft werden. So, das war's dann von denen. Da waren 2 auf einem Haufe gelegt. Und
Eventuell steht Anomen noch auf irgendeinem drauf. Nee, das war's dann, glaube ich. Ja, der Trick bei der Sache ist eigentlich relativ simpel. Normalerweise einfach zurückgehe und dann folgen immer so 3 oder 4 von den Buwe. Ich warte. Und jo, Ich höre euch bestens. dann kann man die auf Etappe fertig machen, statt sich immer mit dem ganzen Pöbel rumschlagen zu müssen. Gut, jetzt haben wir mal Masseheilung gewirkt auf alle. Das passt soweit. Also hoch mit uns. Und unseren Held hat jetzt glücklicherweise auch mal eine magische Rüstung. Das ist auch ganz gut soweit. Jetzt ist nur noch der Hahnebambel übrig. Was gibt's? Deswegen erstmal alle auf Fernkampfwaffe. Dann Sardos. Sagt mir, was zu tun ist. Und ich glaube, Vikonia braucht dringendst... Ja, genau. Aber vorher soll sie erstmal die 2 verschleudern. Und alle auf den Sklavewächter. Ein Schädelspalter. Gott. Korgan hat mit 28 Schadenspunkte von der Bäck gerissen. Ah, nicht verkehrt. Gut, das waren nochmal plus 1 Pfeile. Dann behalten wir erstmal die Dinger und gucken mal, ob die anderen Leute es schon identifizieren können. Nee. Okay. Der kann es auch nicht. Korgan sowieso nicht. Und unseren Update Adrian kann's. Mit dem lustigen Ding, was ich hier gekauft habe in des Slums hier mit der Identifizierungsbrille. Mit Hilfe dieser Brille kann der Träger die wahre Natur aller magischen Gegenstände erkennen. Die korrekten Befehlsworte scheinen dabei direkt in der Luft vor dem Gegenstand zu schweben. Die Identifikationsbrille kann 3-mal täglich eingesetzt werden. Sie funktioniert ähnlich wie eine Schriftrolle mit dem Zauber Identifizieren. Man führt einfach einen Rechtsklick auf den Gegenstand aus und wählt Schriftrolle. Der Gegenstand ist dann identifiziert, nicht infiziert. So, Komposit Langbogen plus 1. Ist eigentlich Quark, weil keiner von uns das geskillt hat. Trotz allem Warte. ist das Ding Verdeiergeld später gut zu verkaufen. So, jetzt gucken wir uns hier erstmal nochmal um. Hier ist was. Ah ja, da hat er schon was entdeckt. Und Feuerpfeile haben wir jetzt auch wieder mehr. Sehr schön. Die Fall wird erstmal entschärft. Man muss auch dazu sagen, Baldur's Gate ist halt auch kein Spiel, wo die Levels nur so fliegen. Man hat wirklich teilweise Stunden. Na, Quatsch, die Identifizierungsbrille will ich ja gar nicht. Man hat in den Beutel reinlecker. Man hat Stunden, die man investiert hier für ein Level. Zu euren Diensten. Und im Endeffekt ist dann meistens nur, ja, Trefferpunkte gehen runter, gehen hoch, ETW 0 wird runtergesetzt. Also es sind meistens nur Kleinigkeiten, die dann kommen. Ist dann etwas ärgerlich. Aber, wie gesagt, jedes Level ist hier schwer erkämpft. So, nochmal so ein Komposit-Langbogen. Alle zu Korgan können wir alle später da verkaufen. Ja? Komm, der Rede wert. Und dann jetzt noch dort hier. Dort sammeln wir uns jetzt mal. Und jetzt brauchen wir die Feuerpfeiler. So. Aber vorher mag ich hier reingehe. Wir haben ja hier den Schlüssel noch von Hägern. Das ist der Schlüssel, mit dem man die Gefangenen im Lager der Sklavenhändler befreien kann. Ihr habt ihn bei der Leiche von Hauptmann Hägern gefunden. Eigentlich sollte der Schlüssel alle Türen in dem Gebäude öffnen. Ja. Aber es kommt auch noch dazu, dass hier andere Biester noch sind. Und nicht nur Sklavenhändler, nicht nur menschliche Biester. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Und ich hab das ja schon in der letzten Runde, der letzten Episode angekündigt. Hier sind nämlich 2 Trollibus Eroticus. Und ich hoffe, es trifft ihn. Jawohl, sehr schön. Okay, den Troll habe ich jetzt erwischt, schwer verletzt. Das Problem ist, dass Trolle in Dungeons & Dragons regenerative Fähigkeiten haben und das ziemlich stark. Und ein Troll kann, so wie jetzt ist er bei dem Tode nahe umgekippt, aber nicht tot. Ein Troll kann nur durch Feuer oder Säure gänzlich getötet werden. So, jetzt habe ich nochmal einen Schadenspunkte durch Feuer gemacht. Jetzt stirbt der Troll. Und der ist auch schon dem Tode nahe. Okay. Und gibt 1400 Erfahrungspunkte, der Troll. Problem ist halt, dass diese Biester wirklich sehr resistent sind. Haben eine sehr gute Heilmöglichkeit. Und ja, wenn du jetzt beispielsweise keinen Magier parat hast, der irgendwie Feuerball, Feuerpfeil, Säurepfeil oder sowas dabei hat, dann bist du hier ziemlich aufgeschmissen, weil die Viecher dann, nachdem sie eine Weile hier liegen und dem Tode nahe sind und nicht getötet werden können, stehen die einfach wieder auf und dann, ja, viel Spaß damit. Ich kenne euch nicht. Ihr seid nicht von mir. Besten Dank, werter Herr, dass ihr unsere Liebe rettet. Das Ungeheuer hätte mich bestimmt umgebracht.
Das ist wohl wahr. Du bist jetzt frei, also lauf hier so schnell wie du kannst. Ja, werter Herr, ich weiß nicht, wo wir hingehen. Skarnobel ist so weit weg, aber alles ist besser als nur zu kämpfen, damit die bösen Männer über uns lachen. Man könnte jetzt seinen Ruf verbessern, indem man nochmal 100 Goldmünze gibt, aber ich sag, mach da nichts mehr draus, Kind, renn einfach fort. In Ordnung, danke nochmal, werter Herr. Ich bin sicher, die Freudgebende wird auf euch herablächeln. Oh, der Ruf hat sich jetzt trotzdem verbessert. Oh, okay. Schade, ich habe eigentlich gedacht, dass das nie passiert. Nur wenn ich die 100 Goldmünze gebe. Naja, egal. Jetzt sind wir auf unserem Ruf hier immer noch auf Durchschnitt. Das ist noch in Ordnung. Alles noch nicht so schlimm. Gute Idee, das Bier zu übertragen. Solange ich nicht beliebt werde, ist alles in Ordnung. Hallo? Das hatten wir auch schon bei dem in der Kupferkrone. Ja, du bist albern, also beweg dich. Das sind wieder nur dieselbe Sache, die die Sklave du auch gesagt haben in der Kupferkrone. Wer seid ihr? Oh, danke sehr, werter Herr. Ich danke euch so sehr, dass ihr mich rauslasst. Ich habe so Angst gehabt. Ich komme hier raus. Ja? Kaum der Rede wert. Sagt mir, was Genau, zu tun kaum ist. der Rede wert. Ich hoffe, das bringt was. Verdammt! Die wollte ich eigentlich, die wollte ich eigentlich entschärfen. Glücklicherweise geht es auch noch, dass das nicht so Einmalfalle ist. Oh! Da kommt schon ein Yuan Ti. Ich folge euren Beweine Axt. So. Yuan Ti sind Schlangenmenschen. Ziemlich bösartige Geschöpfe. Ich warte. Ziemlich böse, reptiloide Wesen. Okay. Nun, was für ein wundersamer Anblick. Okay, jetzt fängt es wieder an, in der Gruppe zu Gespräche zu kommen. Was ist das, Haargluck? Also bei ihr ist ja Abil sowas wie Freund oder so, glaube ich. Rivin ist Mensch und Hagluk ist Zwerg. Noch eine von eurer obeinige Bande, die sich ans Sonnenlicht traut. Man sagt auch, wenn ihr ans Sonnenlicht kommt, schmelzt ihr hier, verbrennen wie ihr Lamm am Spieß oder fallen so Botte alle 4 von euch gestreckt. Euren Tonfall und eurer Maniere mangels an Schamkorgern. Unsere Verwandtschaft als Wesen aus der unehelichen Welt sollte gefeiert und nicht ins Lächerliche gezogen wäre, obwohl wir dadurch noch längst nicht zugleiche wären. Das Unerreich habe ich schon lang hinter mir gelassen. Ihr Schwarzhäute seid doch alle gleich. Man kann euch nur für 3 Dinge verwenden. Sklaverei, Jagd und wenn man eurer überdrüssig ist, was abschlachte. Nett. Also ich glaube, Korgan, wenn die Sachen, er kommt aus dem Unerreich, dann könnte es gut sein, dass Korgan eigentlich ein Duerga ist, ein Grauzwerg. Aber von der Hautfarbe und so lässt er mal doch nichts durchblicken an der Stelle, finde ich. Scheiße. Das war nix. Satz mit X war wohl nix. Ich stehe euch zu Dienst. Ich werde eurer Stärke folgen. Gut, dann jetzt alle drauf auf den Yuan Ti. Gut. Scharf führt meine Hand. Okay, sehr schön. Also das Biest haben wir jetzt auch wieder weg. Ich warte. Ist schon geschehen. Also man muss da an der Stelle wirklich schon sagen, das scheint ja wohl wirklich schon die übelste Arschgeige zu sein. Und später schlitze ich euch den Bauch auf. Genau, scheint die übelste Arschlöcher zu sein, wenn die Leute sich schon mit Trolle und Yuan Ti verbünden. Also das macht normalerweise echt nur chaotisch böser Charakter. Falls die Yuan Ti das überhaupt freiwillig machen. Wahrscheinlich sind sie freigeprügelt worden in die Situation und durch reine Stärkebeweis gelangt, wo sie jetzt standen. So, jetzt gucken wir uns aber hier nochmal um. Hier in der Koje sieht es eigentlich ganz nett aus soweit. Und da war jemand paranoid und hat sein Tischlein geschützt, sein Trüche geschützt, obwohl da nur Müll drin ist. Weil Schutz vor Bösen, das ist eigentlich echt Quark. Das ist aber wiederum gutes Zeichen hier auf dem Schreibtisch. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. So, jetzt noch einmal. Das kommt zu ihm Reihe. Ich will aber, dass er das Katana hat. Das können wir in der Beitel-Reihe. Kann man gucken, Korgan. Ja, Korgan braucht die Tränke als Krieger etwas eher. So, so. Und jetzt machen wir nochmal einen Quicksave. Und Ich werde Unwerk zuschlagen. das sind nämlich 2 Magier, die es zu eliminieren gilt. Die hätte ich sehr, sehr ungern dabei noch. Zuerst den hier, würde ich sagen. Weil der mit dem wird noch irgendein Gespräch freigeschaltet. Oh ja. Ja, 33 Schade, nicht schlecht. Beide Götter,
Haben wir den Rat nicht genug bezahlt, damit ihr dämliche, amtliche Soldaten nicht ständig hier reinplatzen, wenn euch genug ist, euer Rechtquote zu erfüllen? Haltewohl. Ihr seid ja Soldaten von Amt. Das ändert ja alles. Vernicht die Schwachköpfe, wenn der Hauptmann Hegern, wer denjenige belohne, der als, denjenige Belobiger, der Erste umbringt. Ja gut, der Hauptmann Hegern ist schon lang tot, mein Lieber. Spuckt's schon aus. So, ich murks jetzt noch den Magier ab. Wenn es denn sein muss. Wenn möglich. Okay, die kümmern sich um Den. Es wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn Vikonia einen Magie-Bannen in die Runde wirken würde. So. Weil der Typ ist anscheinend noch durch eine Steinhaut geschützt und das war's jetzt, ja. Sagt mir, was zu tun ist. Okay, perfekt. Dann können wir auch noch hier einen Alf in die Runde reinwirken, wenn sie mich lassen. Bei 2 hat's gewirkt, sehr gut. Und Vikonia, du murkst bitte mit deiner Schleuder hier Leute ab. Gut. Ich warte. Das war's mit dem. Alle bitte auf Fernkampfwaffe wechseln. Macht's kurz. Denn ich hätte ganz gern Dendo fertig gemacht. Aus der Ferne. Sicherheit. So, das war's mit dem. Komm, der Rede wert. Vikonia rennt Den noch hinterher. Und der flieht immer noch sehr panisch, der Kerl. Ja, wo bist du dann? Dem Tode nahe ist er. Oh, Moment. Nicht blind hier durch die Gegend rennen. Ustan Zardos. Okay. Weil du ist anscheinend noch irgend so ein Seppel. Und Naunata. Vikonia, jetzt macht den Kerl platt. Ich habe die Schnauze voll hier. Nochmal drauf. Machen fertig. Vitos. Sehr schön. Das hat geklappt. Da sind wieder ein paar schöne Gegenstände, die man später wieder teuer verkaufen können. So, du machst hier die Falle weg. Und knackst das Ding. Da haben wir dann wieder 2 magische Müllsachen, könnte man sagen. Das lassen wir später identifizieren in der Taverne. Okay, das ist wieder Schampel. Das ist an sich, ach, Schampel. N-Enzynosäurepfeil können wir jetzt eigentlich nicht gebrauchen. Und die Schriftrolle, die gehen wieder an Anomen. Damit der sie hier verwahren kann. Okay, jetzt ist es voll, der Beutel. Na gut. Ich stehe euch zu Dienst. Vikonia hat so viel Squad. Kruscht bei sich. Pfeile +1 und das Ding werden wir später auch identifizieren. Sodele. Ja, Abdel Adrian hier dabei. ist schon geschehen. Ich glaube, ich bin Emo ganz kurz rausgerutscht hier aus der Aufnahme, aus dem Fenster von Baldur's Gate 2. Ich hoffe, das beeinträchtigt hier nicht alles. So, das müssen wir später auch identifizieren lassen. Es sei denn, Vikonia kriegt das von sich ausgerafft. Nee. Okay. Dann haben wir hier ein bisschen Traubensaft. Was ist das dann? Eistraubensaft. Was ist das? Eistaubtrank. So. Ich habe da immer früher Traubentrank gelesen. Moment. Gerade mal ganz kurz, liebe Leute. Ich muss mal hier wirklich mal einen kurzen Cut machen. Wir sehen uns sofort wieder. Da bin ich jetzt wieder. Ja, ich habe nur checken müssen, nicht, dass irgendwas an der Tonaufnahme oder ähnliches hier vermurkst wird. Das war jetzt nur zur reinen Sicherheit. Ansonsten hätte ich mich total geärgert, wenn das jetzt nicht geklappt hätte und ich hätte eventuell den Kampf hier nochmal machen müssen oder ähnliches. Wenn es denn sein Kann muss. als etwas ärgerlich sein. So, da. Dann Idee, das mir zu übertragen. weiß ich doch, dass da noch was steckt. Wo ist es dann? Ja, genau. Ich habe nämlich gewusst, welche Stufe das es ist. Aber ich wusste, da war noch was. So. Okidoki. Das ist wieder Zeichen, was wir nicht identifizieren können. Kommt noch. Ja. Sag mir, Genau, was das zu kommt tun noch, ist. ja. Komm, der Rede wert. Jetzt müsste hier noch irgendwo einer wie ein kopploses Hinkel rumrennen. Na, Alter, da ist er doch. Gott. Den haben wir auch fertig gemacht. Hervorragend. Was wollt ihr, Okay, du hast noch das Auf eure Befehle ausgerüstet. hin werde ich vorrücken. Schar führt meine Hand. Alle Ich jetzt hoffe, nur noch das mit bringt was. Nahkampfwaffe. Ich kümmere mich drum.
Okay. Wunderbar. Das ist nichts Interessantes. Sagt mir, was zu tun ist. Zwerg macht das schon. Ist schon geschehen. Das ist so geil. Ja, der blöde Zwerg macht das schon. Okay, auch wieder entschärft. Ein paar Schleuderkugeln für Viconia. Die verwendet das ja wirklich exzessiv hier, das Zeug. Und ich brauche diese Streitkolben des Fleischers unbedingt, um ihr Stärke aufrechtzuerhalten, sonst wird es wirklich problematisch. Ach ja, Ich warte. dann gehen wir jetzt hier raus. Aber wir haben das eigentlich alles ganz gut gelöst soweit. Ich denke, das nächste wird dann das Hafenviertel sein. Wenn es denn sein muss. Erstmal eine Kupferkrone. Moment, da ist ja noch einer. Da ist ja noch ein Sklavenwächter. Zeigt die Richtung mit dem Ski. Ich höre euch. Na, Gute Idee, das mir zu dann haben wir mal so einen Mobberkreis um den Kerl. Na, geht es nicht? Kaum der Rede wert. Kein Mobberkreis möglich. Na gut, Korkan, dann rett du mal mit dem. Du bist der Ich gehe Stärkste. davon aus, dass ihr keine feindlichen Absichten hegt. Weil der irgendwer bist. Ich habe gehört, dass hier merkwürdige Dinge gesehen wurden. Leute wurden in Kette abgeführt. Was könnt ihr mal drüber sagen? Ihr solltet, wenn ich auf eine wunderliche Ansicht der anderen Beachte schenke und euch mehr um eure eigene Angelegenheiten kümmern. Und um eure Gesundheit sorgen, wo wir gerade bei sind. Ich hätte gerne ein bisschen Klarheit zum Gebäude. Geht euch nichts an, scheren euch fort. Ich würde gerne hineingehen. Ich hab was dagegen, das geht euch gar nichts an, also scheren euch weg. Nach wie vor. Ihr hättet wissen sollen, dass man seine Nase in andere Angelegenheiten steckt. euch kalter Stahl Sagt mir, was gefällt. zu tun ist. So, und jetzt alle auf die Rief drauf. So, volle Kanne auf die Schniss. Helm wird mir den Weg weisen. Ich warte. Und Gott, den haben wir fertig gemacht. 20 20 EP sind es jetzt zwar nicht wert, aber aus Prinzip Der killen wir wird einfach mal unser hier sein, jeden. Ihr wisst das. Von den Sklavewächter. Okay. Anomen, hast du, ja, schade, hat nichts mehr parat. Dann heilen wir ab der Adrian. Und du heilst Anomen. Gott, das reicht erst einmal. Das reicht zumindest, bis wir wieder zurück bei der Kupferkrone sind. Ach ja, die Kampfmusiker sind so geil generell. Also ich muss wirklich sagen, das Soundtrack von Baldur's Gate 2 ist immer noch absolut großartig. Hört den selber auch sehr gern. Hey, du da aus dem Weg! Und wieder die Stimme vom Korkan. Reg dich ab, Koran. Du weißt doch, Mitleid gefällt es gar nicht, wenn du einfach so Leute auf offener Straße um die Ecke bringst. Halt die Fresse, Zwerg! Und du stinkt dir! Ich hab doch gesagt, du sollst mal aus dem Weg bleiben! Bell nur weiter, pass aber auf, dass sein kleines Herrscher nicht so stark an der Leine zieht. Die dreckige Worte werden er da ja bezahlen, das ist ein letzter Tag auf der Welt. Jetzt habt ihr's gedacht, verdammter Dummkopf. Habt ihr nicht gesehen, dass die bewaffnet waren? Gut, dann machen wir es wie folgt. Ja, Abil, wie ihr wünscht. Wir machen Mobberkreis. Wenigstens gut. Sonst muss ich dann nach Hampelmänner durch die ganze Stadt folgen. Können auch Befehle Sag mir, befolgen. was zu tun ist. So, Macht's kurz. Ich hab schon wegen. das ist schon sonst echt sehr ätzend. Weil wenn die fliehen, muss ich dann eine Knödel durch die ganze Stadt folgen, wenn sie gelb hängen statt rot. Befehl hinwärts. So soll es geschehen. Und dann fliehen vor lauter Panik. So. Also einmal Mobberkreis außenrum. Der Clay, der Breck hat 4000 gebraucht an Erfahrungspunkte. Das ist doch schon ordentlich was. Und ja, Sena, der wäre abkauer sonst. Ich warte. Und der hat 6000 gebraucht an Erfahrungspunkte. Nicht schlecht dafür, dass das eigentlich ziemliche Dappschädel waren, die überhaupt nichts konnten. Und die auch nur sehr schäbige Ausrüstung gehabt hätten. Na, egal. Ich beschwere mich nicht über zusätzliche 10.000 Erfahrungspunkte für die Gruppe. Boah, das ist ja echt, ach du stabil, Wageladung Arschlöcher hier wieder. Wo haben wir es dann? 4. Stunde. Gut, wir sollten dringend Zeich verkaufen, was wir hin und dann penne gehen. Und dann könnten wir uns ums Hafenviertel kümmern. Auf der anderen Seite, ja, Korkan drängt eventuell. Aber egal, soll er drängen wegen seinem Buch. Mir ist das Bier billig. So. Der kann ruhig drängen, der Korkan. Der drängelt 3 Mol oder so und dann verlässt er die Gruppe. Von daher sollten wir uns schon ein bisschen beeilen und das relativ fix. Vonstatten kriege alles. Über die Bühnen kriege. Der kann nicht identifizieren. Schade, schade, schade.
Das heißt, das Zeichen können wir noch nicht verkaufen. Den kleinen Schild können wir. Und 750 Goldmünze bringen diese Kompositlangbögen. Also es ist wirklich schon ordentlich was. Was ist dann Krug, den wir nämlich brauchen? Schwere Wunden heilen. Jo, komm, das können eigentlich theoretisch auch fort. Schutz vor Bösem können beide weg. Schild kann weg, Schockgriff und Bezauberung des Berserkers, beides. Kann raus, ist Quatsch. Das kann weg, das kann weg. Der Eistraubesaft, der kann auch weg. Der Blitzstrahl kann genauso fort. Der Frostriesenstärketrank kann auch weg. Und jetzt wollte ich nochmal gucken. Der hat doch diese Steinfeueraxt gehabt, die ich so unbedingt haben wollte. Wie viel kostet dann die? Gerade nochmal gucken. Uiuiui, 4541. Das ist schon ordentlich. Wir sollten vielleicht Penne gehen. Und dann jetzt nochmal gucken. Das können wir jetzt ja alles identifizieren hier. Gut, das war das. Noch so ein Bogen hat, glaube ich, sie. Genau. Dann haben wir nämlich die Dinge auf jeden Fall weg, die wichtig sind. Und den Schutzumhang plus 1. Der gibt auch minus 1 auf die Rüstungsklasse. Kann er aber nicht tragen, weil er schon eine magische Rüstung hier hat. Warum auch immer. Er kann es tragen wegen dem Schutzring plus 1. Und er kann es tragen. Kann es Vikonia 8 tragen. Sie hat schon minus 1. Ja, könnte theoretisch auch tragen, aber ich mache mal seins runter, weil er eher draußen im Kampf steht. Okay, so viel dazu. Das heißt, wir können jetzt nochmal durchgehen und Zeich verkaufen. Aufhören, mein eigenes Bier zu saufen. Ja, man sollte nicht sein bester Kunde sein selber. Komposit, jetzt gibt er auf Ammo nur 500. Jetzt auf Ammo, sehr seltsam. Egal, wir haben den Kruscht verkauft. Und jetzt mag ich nochmal gucken. 4000, jawohl, jetzt kriegen wir es für Korgan. Zack, die Stabschleuder können wir theoretisch auch fortschmeißen. Und jetzt kann er sein plus 3 Axt. So, das ist ein sehr, sehr geiles Ding. Plus 3 Axt und dann nochmal plus 2 durch Feuer. Das heißt, bei Trolle oder so müssen wir einfach nur Korgan vorschicken. Ich kümmere mich drum. Ich bin euch stets Der macht für dann eure nämlich- Hilfe dankbar. Der macht dann nämlich Feuerschaden nochmal. Ihr habt die Tat vollbracht, wie ich sehe. Ich kann euch gar nicht sagen, wie überglücklich ich bin, dass so viele Kinder gerettet worden sind, dass hier niemand mehr an die Sklaverei gerodet kann. Wenigstens für eine Weile. Ich bin nicht naiv genug zu glauben, dass die Sklavenhalter irgendwann zurückkehren werden. Jedenfalls werde ich wachsam sein gegen diese Kämpfer. Ruf hat sich jetzt an einem Moment verbessert. Ihr habt mehr getan, als ich von euch erwartet habe, und dafür gebührt euch Hendax ergebenster Dank. Ich habe hier ein paar von Letinans wertvollere Dinge für euch zusammengetragen. Ich hoffe, das ist wenigstens ein kleiner Lohn fürs Gute, was ihr getan habt. Sehr schön, 2 Leute nach einem Level abkriegt. Nämlich auch sehr dankbar entgegen. Jetzt haben wir da noch was gekriegt und wir haben einen Plattepanzer auch noch gekriegt. Sehr schön. Plattepanzer weiß ich genau, wer ihn tragen kann. Da werden wir nämlich diesen rotzigen Schienepanzer los. Den können wir eigentlich der Hase geben. Und Gold haben wir auf jeden Fall auch noch gekriegt davor. Das ist sehr, 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 sehr gut. Den Schampel kann ich eigentlich auch noch verkaufen, ja. Gold gewonnen, 3900. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Komm, jetzt spreche ich nochmal mit Ich dir. habe ein paar schmucke Kellnerinnen, findet ihr nicht? Oh doch, die hast du. Okay, den Scheiß kann ich auch noch verkaufen für das bisschen. Streitaxt plus 1 kann auch weg. Er hat ja das richtig Gute jetzt. Ansonsten, ja, war's das. Gut, dann rottet euch mal zusammen, ihr fröhliche Bande. Fröhliche Bande. Ich glaube, so nenne ich sie jetzt einfach nur, die Gruppe. Die Gruppe ist die fröhliche Bande. Ja, 5 Fertigkeitspunkte auf Axt ist schon extrem heftig. Er hat jetzt nur 3 Trefferpunkte gewonnen, trotz Konstitution von 19. Und sein ETW 0 hat sich um 1 reduziert. Das heißt, er trifft jetzt auch wieder besser. Sein ETW 0 liegt bei 10. Das heißt, er muss mindestens 10 würfeln, um zu treffen. Das ist schon sehr geil. Aber dauert wieder lang, bis er Level kriegt. Abdel Adrian dauert ewig und 3 Tage, bis der wieder was kriegt. Beim Anomen genauso. Und Vikonia, schauen wir mal, was die jetzt kriegt. Rettungswürfe für diverse Sachen erhöhen sich um 1 oder reduzieren sich um 1. Die ETW 0 ist um 2 sogar reduziert. Und sie hat noch jeweils Endzauber von Stufe 4 und 5 kriegt. Und 2 zusätzliche Trefferpunkte und ihr Sagenkunde hat sich auch noch um 1 erhöht. Sehr, sehr cool. Okay, Vikonia, dann gucken wir doch mal, wie wir das gebacken kriegen hier. Ich würde sagen, wir machen nochmal zusätzliche Heilung, geringere Genesung rein. Und hier packen wir noch eine Massenheilung rein. Sehr schön. Obwohl, wir können genauso gut auch einen Flammeschlag reinmachen. Flammesäule schießt an einer Stelle ab, auf die der Priester zeigt. Betroffenes Wesen erleidet NC8 Schadenspunkte je Stufe vom Zaubernden.
Wenn einem Rettungswurf gegen Zauber gelingt, wird der Schaden halbiert. Je Stufe, das heißt, Moment, hui, 10. 10 wie 8, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, also maximal 80 würden rauskommen und ja, nicht schlecht. Nehmen wir doch drum einen Angriffszauber, weil ich mag jetzt ins Hafenviertel gehen, bevor ich das Ihr mit... tapferen Krieger alle. Ja. Die Sonne zeigt, die Zeit wird knapp. Ich bitte euch, beeilt euch. Die Grabstätte ruft und ich bin gezwungen, sei ihrem Lockruf alle Beachtung zu schenken und mich meiner treuer Kumpel an der Bezahlung erfreuen. Und mich ohne meine treue Kumpel an der Bezahlung zu erfreuen, so rum. Wir hören ja euren Protest, keine Panik, lasst uns zur Grabstätte gehen. Ja, ist dann schnell. Na, aller Hopp, Mist, dann wird da wohl erst nichts draus. Dann, wenn der jetzt schon stunk macht, weil wir müssen wahrscheinlich auch mal raster, wenn wir in der Grabstätte sind. Das heißt, das wird unangenehm. Ich muss jetzt zuerst auf den Friedhof gehen und die Sidequest vom Korgan machen. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leid. Okay, ich erst muss sagen, wir kümmern uns um den hier, weil der hat noch eine Quest für uns. Und bevor das dann dazwischen kommt, schließe ich das lieber jetzt noch ab. Wer seid ihr? Mama, Papa, seid ihr das? Was für ein Geist bist du dann? Warum ruhst du nicht? Geist, ich bin Wellen. Ich will noch mal einen ausgestopften Bär haben. Ausgestopfter Bär? Mein Lieblingsbär Mendel. Der böse Mann, der in unser Haus gekommen ist, er hat mir wehgetan und mein Mendel und andere Sachen mitgenommen. Ohne Mendel kann ich nicht einschlafen. Ein Dieb hat euch umgebracht und der ausgestopfte Bär mit der Recht von der Beute mitgenommen. Wenn ich den Bär feig finde, wäre dann alles wieder in Ordnung für euch? Oh ja, ich könnte einschlafen, wenn ich ihn nur hätte. Würdet ihr ihn für mich holen? Bitte, bitte. Na, allerhaupt, wo ist er dann? Ja, der böse Mann hat ihn in die Kneipe in die Slums mitgenommen, die Kupfer, irgendwas. Er ist hinten in von der Schlafzimmer, ich glaube, er heißt Lünis. Ich bin zum hingegangen. Ich habe versucht, ihm zu sagen, dass ich nur mein Bär haben will, aber er hat sich so sehr von mir gefürchtet. Oh, holt ihn bitte für mich. Natürlich machen wir das kleiner. Aber ich würde sagen, all das machen wir dann morgen wieder bei Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.